falsch liegt auf jeden Fall die allgemeine Wahrnehmung. Wir haben erlebt, 2008 ist das Weltfinanzsystem zusammengebrochen, das war klinisch tot. Das System ist damals gerettet worden durch Eingaben durch die Regierungen, die es mit Steuergeldern wiederbelebt haben, und anschließend ist es am Leben erhalten worden, und zwar durch die Manipulation durch die Zentralbanken. Nun, diese Manipulation der Zentralbanken hat dazu geführt, dass es einen 10-jährigen Boom an allen Finanzmärkten gegeben hat, mit allerdings zwei Nebeneffekten. Zum einen sind riesige Blasen an den Finanzmärkten erzeugt worden, zum anderen ist durch das billige Geld die größte Verschuldung aller Zeiten erzeugt worden. Und dieses Problem versuchen die Zentralbanken seit einiger Zeit zu bekämpfen, indem sie die Geldinjektionen zurückfahren und indem sie die Zinsen wieder erheben. Das große Problem ist, dass dabei die Zurückzahlung von Schulden erschwert wird. Das heißt, entweder platzen die Blasen an den Finanzmärkten oder die Schuldenblase platzt. Also in dieser Situation befinden wir uns im Moment. Und diese Zurückführung der Geldinjektionen durch die Zentralbanken hat in den letzten Monaten, also seit dem Herbst 2018, dazu geführt, dass es an den Anleihenmärkten und an den Aktienmärkten zu ganz großen Turbulenzen gekommen ist. Also wir befinden uns im Moment mitten im Crash. Die öffentliche Wahrnehmung wird ja weitgehend gesteuert durch die Mainstream-Medien, die den Leuten immer wieder suggerieren, dass es immer nur so kleine Probleme gibt an den Finanzmärkten. Also es wird immer wieder gesagt, entweder der Handelskonflikt mit China zwischen den USA und China ist die Ursache dafür, dass die Aktienmärkte gerade mal einen kleinen Schwung nach unten nehmen, oder es heißt die Bankenprobleme in Italien, oder es ist mal die Deutsche Bank. Es sind immer so einzelne Anlässe, die genommen werden, die den Leuten hingeworfen werden. In Wirklichkeit sind es aber viel tiefer gehende Prozesse, die da am Werk sind. Und der wirkliche entscheidende Prozess, das ist eben die Tatsache, dass dieses Finanzsystem künstlich am Leben erhalten wurde und einem Patienten gleich, der auf der Intensivstation lebt, und dort seit 10 Jahren mit Drogen künstlich am Leben erhalten wird. Und diese Drogen entfalten inzwischen Nebenwirkungen, gegen die gekämpft werden muss. Und um diese Nebenwirkungen zu bekämpfen, muss man Mittel einsetzen, die den Patienten schlussendlich umbringen werden. Vorzustellen, wie ein Finanzcrash aussehen wird, muss man sich eigentlich nur angucken, was in Griechenland passiert ist im Zuge der Euro-Krise. Also Griechenland ist ja eigentlich ein Failed State. In Griechenland sind damals auf dem Höhepunkt der Finanzkrise die Banken geschlossen worden. Also es wird einen Bank-Holiday geben. Die Leute sind nicht mehr an ihr Geld gekommen. Das bedeutet, dass auch die mittelständischen Unternehmen nicht mehr an ihr Geld gekommen sind. Diese mittelständischen Unternehmen sind zum großen Teil zusammengebrochen und von Großunternehmen aufgekauft worden. Es hat eine Massenarbeitslosigkeit gegeben, es hat eine riesige Welle der Obdachlosigkeit gegeben, der Drogenkonsum hat zugenommen. Ganz besonders hart betroffen gewesen sind alte Leute, weil Rentenzahlungen sind ausgeblieben, die Sozialleistungen des Staates werden nicht mehr erbracht werden. Also das Szenario ist in Griechenland, was sich in Griechenland entfaltet hat, genau so ein Szenario kann man erwarten. Und zwar nicht nur für Europa, sondern eigentlich für die ganze Welt. Und es gibt ja Staaten, in denen es inzwischen schon in Gang ist. Man muss sich nur Venezuela angucken, man muss sich Brasilien, Argentinien angucken. Da sind diese Prozesse schon längst im Gang. Bei uns ist es noch nicht so schlimm, aber bei uns wird es auch irgendwann eintreffen. Und das alles wird das, was in den 30er Jahren in der großen Depression ist, auf jeden Fall übertreffen. Eine Inflation wird nicht auf den Crash folgen, sondern eine Inflation wird dem Crash höchstens vorangehen. Und zwar, im Moment leben wir in einer Situation, in der die Zentralbanken versuchen, ihre Politik umzudrehen. Die Zentralbanken haben jetzt ungefähr 10 Jahre lang eine Politik des lockeren Geldes betrieben und immer mehr Geld ins System gepumpt und das zu immer niedrigeren Zinsen vergeben. Um die negativen Folgen dieses Prozesses aufzuheben, haben sie ihre Politik jetzt geändert und versuchen also auf diese Art und Weise zu verhindern, dass die Blasen an den Finanzmärkten platzen. Aber das wird schließlich und endlich nicht möglich sein.
Sie werden irgendwann in die Situation kommen, dass sie diese Politik wieder ändern. Und dann wird das Geld noch freizügiger vergeben werden. Und dann wird es möglicherweise zu einer Hyperinflation kommen, die dann auf direktem Weg in den Crash führt. Das Problem mit Inflation seit ungefähr 10 Jahren ist, dass die Inflation im normalen Leben nicht mehr richtig ankommt, weil das ganze Geld, was von den Zentralbanken vergeben wird, sofort in die Finanzspekulation geht. Das heißt, wir erleben diese Inflation zurzeit an den Anleihenmärkten, wir erleben sie an den Aktienmärkten und wir erleben sie im Immobilienbereich. Wir erleben sie aber kaum im alltäglichen Bereich. Und das wiederum hat den Grund, dass die Kaufkraft der Leute in den letzten Jahren nicht im Verhältnis zur Inflation zugenommen hat, sondern dass die Kaufkraft der Leute weitgehend stagniert und teilweise sogar abgenommen hat. Andere Möglichkeiten außer einer Hyperinflation ist, dass ein Crash einfach so plötzlich eintritt. Man weiß ja nicht, was so einen Crash auslösen kann. Es kann sein, dass es eine Staatspleite ist. Es kann sein, dass es eine Pleite eines großen Konzerns ist, dass es die Pleite einer Großbank ist. Also da gibt es alle möglichen Varianten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es zu einem Krieg kommt und dass ein Krieg direkt in den Crash hineinführt, statt aus ihm herauszuführen, wofür er ja eigentlich geplant wäre dann. Also es gibt jede Menge Szenarien, die man sich gar nicht so vorstellen kann, weil es einfach, um das Wort von Nicolas Taleb da zu brauchen, es gibt so viele schwarze Schwäne, also so viele bedrohliche Möglichkeiten, die die Finanzwelt zum Zusammenbruch bringen kann, dass man gar nicht weiß, welche davon tatsächlich am Schluss in Frage kommen wird. Man kann Geld nicht einfach bedingungslos inflationieren, weil irgendwann verliert das Geld ja seinen Wert, auch an den Finanzmärkten. Also nicht nur in der Realwirtschaft, sondern auch an den Finanzmärkten. Und das ist natürlich auch ein kritisches Szenario, weil man kann ja, die Inflation wird auch gerne deswegen in Gang gesetzt, um Schulden wegzuinflationieren. Also wenn die Inflation richtig anzieht, dann bleibt der Schuldenstand ja gleich. Das heißt, die Geldmenge nimmt zu und der Wert des Geldes nimmt ab, aber der Schuldenstand bleibt gleich. Das heißt, man kann Schulden auf diese Art und Weise weginflationieren. Und das wird auch da bestimmt versucht werden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber wann dieser Zeitpunkt eintritt, genau, das lässt sich sehr schwer vorhersagen. Bis heute gibt es keine Bewegungen, die darauf vorbereitet sind. Und es gibt natürlich auch keine Bewegungen, die da irgendwie eingreifen können im Moment. Aber es gibt im Moment sehr viel Turbulenzen, soziale Turbulenzen, politische Turbulenzen. Und es gibt ja immer mehr Bewegungen, die kurzfristig und sehr schnell entstehen. Das konnte man jetzt in Frankreich an den Gelbwesten sehen. Also es wird auch in der Zukunft, also die Zeit der Parteien ist eigentlich vorbei. Wir sehen ja, dass die Parteien in großen Schwierigkeiten sind, teilweise zerfallen. Also wir erleben im Moment den vollkommenen Zerfall der Sozialdemokratie, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa oder sogar weltweit. Es wird also eine ganz grundlegende Umschichtung innerhalb der politischen Realität geben. Und da werden Bewegungen eine immer größere Rolle spielen. Das Problem im Moment ist, dass einfach noch zu wenige Leute wissen, welche Bedeutung das Finanzsystem für unser Leben hat. Also viele Leute gehen immer noch davon aus, dass man mit Reformen innerhalb der gegenwärtigen staatlichen Ordnung irgendetwas bewirken kann. Aber die Zeit ist längst vorbei. Also inzwischen leben wir nicht, also viele Leute gehen ja davon aus, dass wir in einer parlamentarischen Demokratie leben, in der man mit parlamentarischen Mitteln Veränderungen herbeiführen kann. Das stimmt allerdings nicht mehr. Wir leben unter der Diktatur der Finanzindustrie, die einfach nur parlamentarisch verbrämt ist. Das heißt, innerhalb dieses parlamentarischen Systems kann man keine wirklichen, für die Menschheit dringend erforderlichen Veränderungen herbeiführen. Es muss also zu einem Zusammenbruch und zu einer völligen Neuordnung aller sozialen Beziehungen kommen. Ich werde ja oft gefragt, welche Lösungen gibt es denn überhaupt, um diese ganzen Probleme zu beseitigen? Also man muss sagen, es gibt so ein paar Minimalforderungen, die man stellen muss. Also das Finanzcasino, was uns ja alle beherrscht, muss trockengelegt werden. Also das ist eine ganz grundlegende Sache. Es kann nicht angehen, dass die Menschheit vom Finanzcasino, dass das Schicksal der Menschheit vom Finanzcasino abhängt. Und um das Finanzcasino trocken zu legen, muss man zumindest Folgendes machen. Man muss bestimmte Exzesse einschränken oder komplett verbieten. Man müsste zum Beispiel
Hedgefonds komplett verbieten. Man müsste Derivate komplett verbieten. Leerverkäufe müssten komplett verboten werden. Also dieser ganze Sektor der finanziellen Spekulation müsste trockengelegt werden. Dann müssten die Banken auf ihr eigentliches Geschäft zurückgeführt werden. Wenn man sagen würde, die Banken dürfen nur noch Kredite vergeben, also das eigentliche Bankgeschäft betreiben. Und dann müsste man als nächstes noch sagen, man müsste in die Geldschöpfung selber mit eingreifen. Also die müsste staatlich kontrolliert werden, weil die Geldschöpfung bedeutet ja selber, dass sich einige wenige Leute über die Gesellschaft erheben und auf eine Art und Weise bereichern können, auf die anderen Leute keinen Einfluss haben. Das heißt, der Staat müsste dafür sorgen, dass die ganzen Profite, die über die Geldschöpfung entstehen, zum Beispiel in den sozialen Sektor geleitet werden. Das wäre eine Möglichkeit, also das Finanzsystem in seiner Bedeutung auf jeden Fall zu reduzieren, einzuschränken und in den Dienst der Menschen zu stellen. Also Hedgefonds unterscheiden sich von ganz regulären Fonds durch mehrere Sachen. Erstens die Klientel. Hedgefonds verwalten das Geld von ultrareichen Menschen, weil also es gibt da bestimmte finanzielle Grenzen, um in einen Hedgefonds einzusteigen. Also in den USA ist es, glaube ich, man muss mal ungefähr $1 Million nachweisen, die man spielerisch irgendwo anlegen kann und muss ein sehr hohes Einkommen nachweisen. Das gilt in anderen Ländern auch. Also ich weiß die einzelnen Zahlen da nicht. Dann Hedgefonds arbeiten mit Methoden, mit denen andere Fonds nicht arbeiten. Also es gibt Immobilienfonds und es gibt Geldmarktfonds oder so, die haben immer ein bestimmtes Feld, in dem sie arbeiten. Hedgefonds arbeiten in allen Feldern. Also da sind Manager am Werk, die sehen sich auf allen Finanzmärkten um und sehen nach, wo man ganz schnell Gewinne machen kann und abschöpfen kann. Und Hedgefonds arbeiten vor allem im Bereich der Derivate, also im Bereich der Wetten, die schließen Wetten ab. Dann arbeiten sie ganz stark mit Leveraging, das heißt mit Hebelung. Das heißt, wenn sie eine Wette abschließen, dann leihen sie sich ganz viel Geld auf diese Wette, gehen damit also ganz besonders hohe Risiken ein, sind also ein besonders riskanter Faktor innerhalb des gesamten Systems. Und Hedgefonds machen gerne auch feindliche Übernahmen. Das heißt, die übernehmen Unternehmen nicht, um sie weiterzuführen und um sie prosperieren zu lassen, sondern um sie auszuweiten. Da wird also ein Unternehmen übernommen, da wird ganz schnell werden die wichtigen Teile von den unwichtigen Teilen getrennt, die werden verscherbelt und das Ergebnis davon ist, dass diese Unternehmen meistens als ein Scherbenhaufen zurückbleiben, während die Hedgefonds mit sehr viel Geld da abziehen. Also Hedgefonds sind nicht umsonst, werden die als Aasgeier oder als Heuschrecken bezeichnet, sondern das sind richtig Schädlinge im Finanzsystem, denen unbedingt die Möglichkeit, ihre Geschäfte zu machen, entzogen werden müsste. Ja, ich sage ja, mit Verboten ist da gar nichts zu machen. Also einzelne Reformen nützen nichts. Es nützt nichts, morgen Hedgefonds zu verbieten oder morgen Derivate zu verbieten. Das muss alles geschehen. Dieser ganze Sumpf muss trockengelegt werden. Das ist das alles Entscheidende. Also da hat sich ein Wasserkopf gebildet, der sich über die Gesellschaft erhoben hat und der riesengroß ist, weil die Finanzwirtschaft ist heute um ein Vielfaches größer als die Realwirtschaft in der Welt. Und das ist eine ganz große Blase, die muss irgendwann platzen und die kann man nicht einfach so schrittweise reduzieren, sondern die muss kaputt gehen. Und ein Crash würde natürlich die Möglichkeit bieten, weil er die Leute darauf aufmerksam macht, wo die wirklichen Probleme der Welt sind. Wenn man den Leuten das dann erklärt, dass dieser Crash folgende und folgende Zusammenhänge hat, dann können sie sagen, pass mal auf, wenn wir das Finanzsystem jetzt neu aufbauen, dann ohne dieses ganze Finanzcasino. Das sieht man ja, also solange dieses Finanzsystem ja einigermaßen funktioniert, wird ja nichts dagegen unternommen. Im Gegenteil, das Finanzsystem ist ja mehrere Male schon am Rande des Zusammenbruchs gewesen. Trotzdem, trotz aller Versprechen der Politiker ist es ja weitergegangen und hat weiter dazu geführt, dass die soziale Ungleichheit in der Welt explodiert. Also wir haben 2008 war das System, wie gesagt, klinisch tot. Es hat aber trotzdem weitergelebt, deswegen, weil die Manipulation auf ein neues Level getrieben wurde. Also die Zentralbanken tun seitdem Dinge, die sie vorher niemals getan haben. Die Zentralbanken kaufen Staatsanleihen, die kaufen Unternehmensanleihen, die kaufen Aktien, die kaufen Verbriefungen. Die Zentralbanken fungieren heute als Hedgefonds.
Und das ist einfach nur gemacht worden, um dieses System am Leben zu erhalten. Aber dieses System nützt nur ungefähr 0,01% der Bevölkerung der Welt. Und der Rest der Welt leidet unter diesem System. Und um das zu erkennen, ist vermutlich ein Crash notwendig. Bewegungen sollten sich auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass man das Finanzsystem selber in den Mittelpunkt aller Aktionen und aller Analysen und so weiter rückt. Weil das, was unser Leben heute bestimmt, ist das Finanzsystem. Das Finanzsystem ist völlig aus den Fugen geraten, ist heute um ein Vielfaches größer als die Realwirtschaft. Und ich will nur mal ein Beispiel geben, zum Beispiel die Nahrungsmittelindustrie. Die Nahrungsmittelindustrie müsste dazu dienen, die Leute gesund zu ernähren und den Hunger in der Welt zu bekämpfen. So wie es jetzt ist, unter der Diktatur der Finanzindustrie, dient die Nahrungsmittelindustrie eigentlich nur der Bereicherung von ultrareichen Investoren. Da werden zum Beispiel von Hedgefonds Nahrungsmittel dem Markt entzogen, um sie dann auf den Markt zu werfen und zu einem höheren Preis zu verkaufen. Dadurch wird Hunger in der Welt in Kauf genommen. Und das ist einfach nicht richtig. Und auf diese Art und Weise funktioniert die Welt im Moment deswegen, weil alles sich darum dreht, Investoren Möglichkeiten zu bieten, noch mehr Geld zu verdienen, aber nicht den Leuten ein besseres Leben zu verschaffen. Also im Vorfeld des Crashes noch etwas zu tun, um die Auswirkungen zu minimieren, ist unmöglich. Also die Situation ist folgende: Das Finanzsystem gleicht einem Wagen mit luftgekühltem Motor, dessen Fahrer immer schneller fahren muss, um den Motor zu kühlen, der aber genau weiß, dieser Motor wird irgendwann auseinanderfliegen. Also es gibt keine Möglichkeiten mehr, diesen D-Zug oder diesen ICE, der da in Fahrt ist, den irgendwo langsam auf ein Nebengleis zu stellen oder seine Fahrt zu bremsen, sondern das wird irgendwann zu einem vollen Crash kommen. Wir wissen ja, dass diejenigen, die wirklich von diesem System profitieren, im Moment die Macht haben und diese Macht nicht abgeben wollen, genauso wie sie auf ihren Reichtum nicht verzichten wollen. Und das ist das große Problem.